Yes. Danke vielmals. Hey, so schön, euch zu sehen. Ich tue mir euch imaginär vorstellen, hinter euren Bildschirm, in eurem Wohnzimmer, vor der Kaffeemaschine, unterwegs vielleicht. Hey, so gut bist du heute Morgen dabei im Livestream. Vielleicht schaust du die Predigt auch nachher via Podcast dazu. Das heisst, ich stelle mir auch gerade dich vor und die paar Nasen hier in der Halle. So gut, euch zu sehen. Der Timon hat es gesagt, wir sind in dieser Predigtreihe wegweisend. Normalerweise sind wir jetzt mitten als Kirche jedes Jahr in der Vorbereitung für unser grosses Christmas-Spektakel. Jedes Jahr haben wir eine riesige Christmas-Celebration in Basel-Land, in Lörrach und Basel, wo über 1000 Leute letztes Mal teilgenommen haben. Normalerweise sind wir mit drin und geben uns voll rein. Und das ist immer ein heiner Aufwand, oder? Und wir machen das nicht, weil uns irgendwie langweilig wäre um die Weihnachtszeit. Wir machen das auch nicht, weil wir das Gefühl haben, ja, es wäre wieder mal gut, irgendetwas Anstrengendes zu machen, sondern wir machen das, weil wir Jesus bekannt machen. Jedes Jahr vor Weihnachten treibt uns die Vision. Wir glauben, dass Menschen Jesus kennenlernen sollen. Und das ist zutiefst Teil von der DNA von unserer Kirche. Und ich denke, es sollte die DNA sein von jeder Kirche. Jesus in der Welt bekannt machen. Aber dieses Jahr geht das nicht. Wir können uns nicht wie üblich treffen. Wir machen keine grosse Christmas Celebration. Nirgendwo. Es ist sowieso alles anders dieses Jahr. Mehr Abstand, mehr Hygieneregeln, weniger Kontakt und so weiter. Was ist überhaupt noch gleich wie früher? Und während vieles anders ist als vor einem Jahr, möchte ich uns heute Morgen daran erinnern, dass vieles auch noch ganz ähnlich ist und vieles ist immer noch genau gleich. Und das tut einem gut, um das zu hören. Schau, Gott liebt Menschen immer noch. Gott ist immer noch daran interessiert, dass Menschen ihn kennenlernen. Gott ist immer noch der gleiche wie vor einem Jahr. In 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will das. Und nur weil unsere Kirche, unsere Gesellschaft anders aussieht, jetzt im Moment wie noch vor einem Jahr, heisst es nicht, dass Gott seinen Willen geändert hat. Gott möchte es immer noch. Das ist sein Kernanliegen. Gott möchte immer noch genau gleich, dass Menschen ihn kennenlernen, dass Menschen sich mit ihm versöhnen. Gott möchte immer noch, dass jeder Mensch, dein Arbeitskollege, deine Mitstudierenden, deine Familie, deine Nachbarn ihn kennenlernen. Gottes Anliegen ist immer noch das Gleiche geblieben. Seine Liebe gilt. Und genau wegen dem machen wir diese Serie wegweisend, weil wir müssen so einen Paradigma-Shift vornehmen in unseren Hirn als Kirche. Christmas, Weihnachten, findet nicht an einem Event statt, sondern dort, wo du bist. Von Montag bis Sonntag. Gottesdienst findet nicht am Sonntag nur statt, sondern dort, wo du bist, von Montag bis Sonntag. Und darum machen wir diese Serie wegweisend, weil die soll auch wegweisend werden für uns als Kirche, dass wir umdenken können. Dass wir wie neu denken, was ist Kirche heute, wie muss sie heute funktionieren. Das erste Ziel dieser Serie. Und das zweite ist, wir möchten uns wie ganz praktisch ausrüsten, wie wir dann so Wegweiser können sein in unserem Leben. Wie geht das ganz praktisch? Wie können wir so Wegweiser sein von Gott, wo andere Menschen durch uns zu ihm finden? Und darum ist das Thema heute ganz praktisch. Wenn wir ja keine Grossveranstaltung machen können, wo wir die Arbeitskollegen einladen können, die von Jesus hören. Wie erzähle ich anderen Menschen von Jesus? Oder vielleicht präziser formuliert, wie erzähle ich erfolgreich anderen Menschen von Jesus? Das ist manchmal ein riesen Unterschied, oder? Vielleicht hast du es schon mal probiert und hast gemerkt, von Jesus erzählen ist amigs gar nicht so einfach.
Weißt du was? Ich habe letzte Woche im Galileo gehört. Sie wissen auch nicht ganz, was passiert nach dem Tod. Aber ich weiß, was nach dem Tod passiert. Was nach dem Tod passiert. Wir alle. Nein, was machst du schon wieder da? Und uns erklärst uns, was passiert, wenn wir das Gipfel gemacht haben. Die Superjehudi im Himmel sollten sich lieber mal ein bisschen kümmern, was jetzt da läuft. Sollte schauen, dass der Laden jetzt ein bisschen besser läuft. Nicht, wenn wir krepiert sind, dann ist der Mist geführt. Jetzt ist Kacke am Dampfen. Ja, aber weißt du, er liebt uns alle und er ist für uns da auch. Hey! Im Chor sind sie letzte Woche in seine Bude eingebrochen und haben ihm den kompletten Biervorrat leer gesoffen. Der ist auf dem Trockenen. Da nützt die Hudi nichts. Ja, aber Gott hat auch den Chor. Es ist eigentlich unglaublich, dass du unter solchen Umständen noch die Möglichkeit hast, hier als Superfinker von Liebe zu erzählen. Du schnallst es nicht. Im Otto ist letzte Woche die Alte gefahren. Franz haben sie alle 10 gezogen. Die Bude macht am 11 Uhr zu wegen Corona. Und ich habe mir heute Morgen am Fernsehkästchen da Möbel mit Zeichen angeschlagen. Und gemeint, das letzte Stündchen geschlagen. Ja, was man kann es gar nicht ausprobieren. Knallt er da mein Fuß mit blauen Zeichen auf den Tisch. Können wir schauen, was die heute da oben macht mit den Zeichen. Okay, dann machen wir es doch. Ja, das geht, weißt du was? Pack deine Sandalen und verreis. Ich gehe jetzt sagen, wenn ich zurückkomme, hat entweder die Gott da aufgeräumt, oder sonst lässt er uns in Ruhe unser Elend absaufen. Ja, aber er liebt auch dich und... Ja. Ja, von Jesus erzählen ist nicht immer einfach. Manchmal ist das schwierig. Manchmal geht das nicht so gut. Und darum versuche ich heute die Frage zu beantworten. Wie können wir von Jesus erzählen, ohne dass es in die Hose geht? Wie können wir von Jesus erzählen, ohne dass es peinlich ist? Oder in anderen Worten, dass die Person, die zuhört, das als relevant erachtet und dass es sie anspricht und dass es bedeutend ist für die Person. Und die Antwort auf diese Frage, wie können wir das erfolgreich machen, ist gar nicht so einfach, weil du kannst nämlich alles richtig sagen. Du kannst theologisch alles fundiert überbringen, was Jesus bedeutet. Aber wenn das Timing nicht stimmt und nicht die richtige Person zur richtigen Zeit das gehört, kommt es verkehrt aus. Versteh mich nicht falsch. Mir geht es nicht darum, unsere gute Theologie und solide Theologie beiseite zu tun und unsere Botschaft zu verwässern, dass es nicht mehr anstößig ist oder dass wir nicht mehr irgendwie über das Kreuz reden oder umgekehrt, dass es die Leute hören und so. Um das geht es mir. Wir brauchen gute Theologie, auch wenn wir von Jesus erzählen. Oder? Wir müssen nicht unsere Botschaft verwässern. Aber schau, du kannst alles Richtige sagen. Du kannst alles theologisch richtig formulieren und fundiert bringen. Du kannst sogar vorbereitet sein auf Gegenfragen und schon dich aufs Gespräch vorbereitet haben, denke ich, okay, wenn er das sagt, mache ich das und das. Aber wenn das Timing und das gewisse Extra nicht passen, dann geht das in die Hose, wenn wir von Jesus erzählen. Ich weiss nicht, wenn du es schon mal probiert hast. Weißt du, von was ich schwätze, oder? Ich möchte euch heute mitnehmen in die Apostelgeschichte. In das Buch in der Bibel, wo beschrieben wird, wie das Evangelium, die gute Botschaft vom Kreuz, von Jesus, von der Tod und von der Auferstehung, wie sich das Evangelium exponentiell durch die Apostel verbreitet hat. Wenn es irgendein Buch in der Bibel gibt, wo uns zeigt, wie wir so erfolgreiche Wegweiser können sein von Jesus, dann ist es in der Apostelgeschichte. Schau, die ersten Superspreader, die hat es nicht im Jahr 2020 gegeben, sondern schon in der Apostelgeschichte. Die Apostel sind Superspreader von der Liebe und von der Hoffnung von Gott. Das ist unglaublich, ich muss das mal lesen. Ich möchte euch mitnehmen, in dem Moment, Jesus ist gestorben am Kreuz. Seine Apostel, seine Jünger haben das beobachtet, haben das mitbekommen. Er ist gestorben, begraben worden, ist dann aber wieder auferstanden und als Lebendiger ihnen wieder begegnet. Und sie haben es nicht fassen können. Sie sind völlig baff, begeistert, was, das gibt es doch nicht. Und sie haben gedacht, hey krass, das ist doch crazy, die Versprechen von Gott, dass er jetzt ins neue Reich
verkündet hat. Und das ist jetzt angebrochen. Und Jesus ist der König, der das mit ihm hat alles angefangen hat. Und sie haben gewusst, sie haben sich erinnert, dass Jesus ihnen immer wieder gesagt hat, so wie mich der Vater sendet, so sende ich euch mit dieser Botschaft vom Reich Gottes. Und sie sind ready gewesen, um jetzt die Botschaft von der Auferstehung, dass er lebt und das Reich von Gott kommt, in die Welt rauszutragen. Und jetzt sagt Jesus ihnen Folgendes. Ich möchte hier einsteigen, Apostelgeschichte 1, 4-5. Und beim gemeinsamen Mahl wies Jesus sie an, nicht von Jerusalem wegzugehen, sondern auf die verheißene Gabe des Vaters zu warten, die ich, so sagte er, euch in Aussicht gestellt habe. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Schon in wenigen Tagen. Und dann weiter im Vers 8 steht, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und ihr werdet meine Wegweiser sein. Nein, im Text steht Zeugen, aber ich habe gedacht, ich tue es anders übersetzen. Wegweiser. Ihr werdet meine Wegweiser sein. Und das in Judäa, Samaria und auf der ganzen Welt. Ihr werdet meine Wegweiser sein. Aber ist das nicht interessant? Die Jünger von Jesus haben alles gewusst. Sie haben Jesus beobachtet, die 3-4 Jahre, wie er predigt hat. Sie haben seine Predigten immer und wieder gehört. Jetzt hat er schon wieder die Geschichte mit dem barmherzigen Samariter erzählt. Oder? Die haben das Intus gehabt. Sie sind dabei gewesen, wo Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Ich meine, bessere Zeugen, bessere Wegweiser findest du jetzt nicht. Oder? Aber Jesus sagt ihnen, wartet. Wartet noch, bis ihr den Heiligen Geist bekommt. Warum sollen sie auf den Heiligen Geist warten? Weil er sagt, es wird Kraft auf euch kommen. Kraft, um so Wegweiser zu sein. Ihr braucht Kraft. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen. Um einen erfolgreichen Wegweiser zu sein für Jesus, brauchst du den Heiligen Geist. Du brauchst den Heiligen Geist. Jesus sagt ihnen, ihr wisst alles. Ihr habt alles gesehen. Ihr seid dabei gewesen. Ihr seid Zeugen von meinem Tod und von der Auferstehung. Aber einfach nur das weitergeben, was du gesehen und erlebt hast, sagt Jesus, langt nicht. Ich finde das spannend. Nur das weitergeben, was du gesehen hast und erlebt hast, langt nicht. Du brauchst mehr wie das. Du brauchst Kraft. Schau, natürlich geben wir automatisch das weiter, was wir erlebt haben. Natürlich geben wir das weiter, was uns begeistert. Natürlich sind wir ergriffen von den Sachen, die uns betroffen haben. Oder? Wenn ich erlebt habe, dass Gott mir vergeben hat, dann bin ich begeistert von dem und dann will ich das weitergeben. Ich habe eine andere Leidenschaft. Natürlich geben wir das weiter, was wir erlebt haben. Oder? Wir machen das dann nicht aus Pflicht, sondern aus einer Leidenschaft. Aber Jesus sagt, Jesus sagt ihnen nicht, wartet noch, liebe Jünger, bis ihr auch wirklich begeistert sind von dem, was ihr erlebt habt. Ihr braucht noch den Heiligen Geist, dass ihr noch begeistert sind. Nein, die Jünger sind begeistert gewesen, glaubt es. Die haben Jesus gesehen, wie er lebt. Die haben gesehen, dass er den Tod überwunden hat. Die haben das alles gesehen. Schau, das Geschenk von Gott, vom Heiligen Geist, ist mehr wie Begeisterung. Beim Heiligen Geist geht es mehr als um Begeisterung. Schau, ich bin von vielen Sachen begeistert. Letztens habe ich ein Schweinebrot gekocht. Hey, im Fall mit Granny Smith Äpfel und Knollensellerie, Zwiebeln. Und ich habe das 4 Stunden in meiner neuen Gusseisenpfanne geschmort. 4 Stunden. Kannst du dir vorstellen, wie saftig. Das ist rausgenommen. Das hast du fast nicht verschneiden. Das ist der verkehrt. Das war fantastisch. Schau, um dich lustig zu machen und von meiner Begeisterung vielleicht anstecken. Vielleicht bist du jetzt Vegetarier und du schalt nicht aus. Genau, bleib noch dran. Genau. Aber schau, nur um dich von etwas zu begeistern, brauche ich noch nicht den Heiligen Geist. Begeisterung hilft. Begeisterung ist schon okay, aber Begeisterung macht dich vielleicht zu einem guten Verkäufer. Aber noch lange nicht zu einem erfolgreichen Evangelist. Zum von Jesus erzählen, brauchst du mehr wie Begeisterung. Es hilft, aber du brauchst den Heiligen Geist. Und jetzt kommt der Grund, wieso. Wieso brauchen wir denn den Heiligen Geist, wenn wir von Jesus erzählen? Weil
von das, was wir zeugen, nämlich vom Tod und von der Auferstehung von Jesus. Wir brauchen für das den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist die Auferstehung bewirkt hat. Es ist der Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und wenn ich von dem erzähle, dass etwas passieren und soll erfolgreich sein, dann brauche ich die gleiche Kraft, die damals wirksam war. Schau, das, was dort am Kreuz passiert ist, will sich durch dich multiplizieren. Dort, wo du bist im Alltag, bei deinen Nachbarn, in der Schulklasse, beim Geschäft, in deiner Familie, das, was am Kreuz passiert ist, will durch dich als Wegweiser sich multiplizieren. Es will überspringen zu anderen Menschen. Schau, wenn du vom Kreuz und vom Tod und von der Auferstehung von Jesus erzählst, ohne Heiligen Geist, dann ist das einfach eine Information. Aber wenn du von Jesus und vom Tod, von der Auferstehung und so weiter erzählst und der Heilige Geist lebt in dir und wirkt in dir, während du redest, passiert mehr wie eine Information, nämlich eine Transformation beim Zuhörer. Und ich habe mir wirklich lange überlegt, wie soll ich das verbildlichen. Und mir ist einfach kein besseres Bild, als das jetzt in den Sinn kommen, das ich jetzt bringen will. Schau, wenn ich jetzt sage mal, ich möchte dich begeistern von einem Virus, oder ich möchte sagen, der Virus und so weiter, der ist mega ansteckend und der funktioniert und so. Und ich bin begeistert, ich kann noch lange schwätzen. Wenn ich den Virus nicht selber in mir trage, durch meine Worte allein dich noch nicht anstecken mit dem Virus. Aber wenn ich den Virus habe und dir davon erzähle und dich anhauche, ja, dann wirst du angesteckt. Und das war für mich ein Bild. Schau, wir erzählen nicht nur von Jesus. Wir sind Träger von Jesus. Verstehst du? Wir erzählen nicht nur von der Kraft, von der Auferstehung, sondern wir sind Träger von dieser Kraft. Und ich möchte, dass du das heute checkst. Du musst das verstehen. Und ich will dir das heute zusprechen. Der gleiche Geist, wo Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Und das ist mein zweiter Punkt. Du hast den Heiligen Geist. Du hast den Heiligen Geist. Gottes Gegenwart lebt in dir. Wenn du Christ bist und Jesus nachfolgst und ihm vertraust und ihm dein Leben gegeben hast, dann lebt der Heilige Geist in dir. Die gleiche Kraft, die in ihm gelebt hat, die ihn von den Toten auferweckt, lebt in dir. Hey, du bist ein mobiler Tempel. Du bist ein mobiler Tempel von Gott. Du bist ein Superspreader von Gott. Die Kraft in dir möchte auf andere überspringen, wo du begegnest. Der möchte das mehr wie du. Jesus möchte aus dir raus wirken und andere Menschen berühren durch dich durch. Das heisst, wenn du morgen zur Arbeit gehst, du sollst wissen, der Geist Gottes lebt in dir. Wenn du morgen ins Tramli sitzt oder im Bus, der Heilige Geist lebt in dir. Wenn du morgen eine schwierige Sitzung hast, der Heilige Geist lebt in dir. Wenn du morgen mit deinen Kids bist und daheim den Haushalt schmeißt, hey, der Heilige Geist lebt im Fall in dir. Du bist dort aus einem Grund, auch wegen deinen Nachbarn, wegen deinen Kids. Der Heilige Geist lebt in dir. Du bist nicht ohne Gott zu haben. Dort, wo du bist, ist Gott. Du bist nicht mehr ohne ihn zu haben. Wie können wir effektiv von Jesus erzählen? Hey, wir müssen uns das bewusst sein. Du brauchst den Heiligen Geist und du hast ihn. Und glaub mir, wenn wir uns das bewusst sind, wenn du dir das bewusst bist, laufst du mit ganz anderen Augen durch deinen Alltag durch. Und ich verspreche dir, das ist alles entscheidend. Das ist alles entscheidend. Wir können uns im Moment nicht so treffen, wie wir das gewohnt sind. Wir haben keinen Gottesdienst mehr in dem Sinn, nur noch online. Wir dürfen nicht singen. Und ich habe das Gefühl, Gott sagt uns, hey, das ist im Fall nicht so schlimm. Das Fundament von unserem Glauben sind noch nie unsere Gottesdienste gewesen. Das Fundament von unserem Glauben ist die Auferstehung von Jesus. Und die gleiche Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Und du kannst ein Wegweiser sein, dort wo du bist, mit oder ohne Gottesdienst. Dich gibt es nicht mehr ohne Gott.
Mein erster Punkt war, du brauchst den Heiligen Geist, wenn du willst von Jesus erzählen. Und ich möchte jetzt kurz präzisieren, weil viel präziser wäre zum Formulieren, du hast den Heiligen Geist nötig. Weil bei diesem Wort «brauchen», das kann man missverstehen. Und ich möchte das Missverständnis aus dem Weg räumen, weil ich glaube, das ist entscheidend. Das führt mich zu meinem dritten Punkt. Wenn wir vom Wort «brauchen» reden, dann könnten wir das so instrumental verstehen. Dass wir den Heiligen Geist brauchen wie so ein Werkzeug, um ans Ziel zu kommen. Und es könnte so überkommen, dass wir den Heiligen Geist instrumentalisieren können. Als Mittel zum Zweck, um unsere Pläne zu verwirklichen. Oder? Aber das ist, wenn du die Apostelgeschichte lesest, könnte nicht ferner sein von der Wahrheit. Weil wenn du die Apostelgeschichte mal lesest, dann wird dir deutlich, dass die Apostel nicht den Heiligen Geist gebraucht haben, sondern dass der Heilige Geist sie gebraucht hat. Ich muss das mal reinziehen. Ich möchte lesen Apostelgeschichte 16, 6 bis 10. Ein bisschen längerer Text, aber ist gewaltig. Sie zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört, Apostel, der Paulus und seine Leute. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkündigen. Jetzt musst du das reinziehen. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Der Heilige Geist hindert sie daran, das Evangelium dort in der Region zu predigen. Er hindert sie daran. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen. Aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Das ist der gleiche Geist, Geist Jesu und Heiliger Geist. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. 3-mal durchkreuzt der Heilige Geist, der Geist von Jesus und dann noch Gott durch einen Traum, den Plan vom Apostel Paulus. 3-mal. Und wenn du das auf einer Karte anschaust, was für Regionen das sind mehrere 100 Kilometer in der Türkei, wo Gott ihnen 3-mal sagt, nein, der Heilige Geist sagt nein und nein. Geht weiter, geht weiter, geht weiter. Das ist doch faszinierend. Der Heilige Geist sagt, wo es durchgeht. Und du siehst, die Apostel brauchen nicht den Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist braucht sie. Der Heilige Geist ist für sie nicht wie ein Werkzeug, wo sie zu einem Ziel kommen, um ihre Pläne und ihre Absichten zu verwirklichen. Sondern die Apostel sind ein Werkzeug in der Hand vom Heiligen Geist. Und Leute, wenn wir Wegweiser sein wollen, die Jesus bekannt machen, und das soll ankommen bei den Leuten und nicht in die Hose gehen, müssen wir das schnallen. Wir müssen das schnallen. Es geht nicht um unsere Absichten, um unsere Pläne, sondern um seine Pläne und seine Absichten. Und es ist nicht so, dass der Heilige Geist nicht wollen hat, dass in Asien das nicht predigt wird. Später, lesen wir in der Apostelgeschichte, kommen sie dann dort schon noch an. Und dort ist eine Erweckung und alles. Aber offensichtlich gibt es ein Timing. Offensichtlich ist das jetzt nicht dran gewesen. Offensichtlich hätte er zuerst nach Philippi müssen, die Lydia hätte sich bekehren und so weiter. Offensichtlich hat Gott grössere Pläne, als du und ich haben. Und wir müssen schnallen, dass wir nicht den Heiligen Geist brauchen für unsere Absichten, sondern er will uns brauchen für seine Absichten. Und das ist der dritte Punkt. Der Heilige Geist braucht und hat dich. Man könnte auch ein Fragezeichen anschreiben. Hat der Heilige Geist dich? Darf er dich brauchen? Darf er dich brauchen? Wir müssen verstehen, dass wir den Heiligen Geist nicht instrumentalisieren können für unsere Absichten. Ich habe das vor 2 Monaten gelesen, den Text. Ich kann es genau noch mit Datum benennen. Ich glaube, 1. Oktober am Donnerstagmorgen. Jetzt
Du mich nicht behaften, wenn es jetzt nicht stimmt auf dem Kalender. Ich glaube, das ist genau der. Ich habe es daheim nochmal nachgeschaut. Habe ich diesen Text gelesen, aus der Apostelgeschichte. Und es hat mich einerseits inspiriert, aber es hat mich auch herausgefordert. Es hat mich inspiriert, weil ich dachte, wow, wie der Heilige Geist sie führt, oder? Und ihnen Türen zumacht und sagt, nein, geh hier durch. Und ich habe mich gefragt, wie hat das eigentlich praktisch ausgesehen? Wie hat das praktisch ausgesehen? Wie kommen wir wieder dazu, zu sagen, der Heilige Geist hat uns daran gehindert? Und ich habe mich gefragt, wow, ich möchte auch so ein Leben führen, das geleitet ist, geführt ist vom Heiligen Geist, oder? Und auf der anderen Seite hat es mich aber auch herausgefordert, weil ich gedacht habe, hey Mann, wie oft habe ich meine Absichten, meine Pläne, mein Kalender voll mit Terminen und To-Dos. Und ich bitte den Geist Gottes, dass er meinen Kalender erfüllt und ihn segnet und meine Absichten zur Erfüllung bringt. Und das hat mich herausgefordert in der Text. Und ich habe gebetet, Gott, ich möchte dein Werkzeug sein. Führ mich auch. Ich habe das dann am Donnerstagmorgen gebetet. Gott, ich möchte dein Werkzeug sein. Führ mich und leite mich für deine Absichten. Und einen ganz normalen Tag hat gestartet, wie jeder andere auch. Gell? Du betest so etwas und es macht nicht so puff. Aber ich verspreche dir, wenn du das Gebet betest, von ganzem Herzen, wir werden das am Schluss jetzt zusammen beten, wird sich etwas verändern. Ich habe einen ganz normalen Tag gestartet, bin arbeiten, im Office. Und ich habe am Obersport, am 9 Uhr, wer macht schon zu Obersport am 9 Uhr noch einen Termin ab? Ich hatte einen Taufworkshop. Machst du, oder? Auf jeden Fall, der Tag ist ich bin um 8 Uhr morgens im Büro, am 9 Uhr am Abend hatte ich den Taufworkshop mit Leuten, die sich taufen wollen. Und dann habe ich gedacht, komm, ich habe jetzt noch Zeit zum Überbrücken am Nachmittag. Ich will ja nicht irgendwie 16 Stunden arbeiten oder was. Und ich habe gedacht, komm, ich gehe jetzt in St. Jakob shoppen, weil ich Kleider braucht. Ich hasse Kleider kaufen. Ich finde das so etwas Anstrengendes. Das Schlimmste am Ganzen ist Hosen einkaufen, irgendwo in einem Laden. Nein, du musst die Schuhe abziehen, musst die Hosen anziehen, dann schwitzt du noch, weil es heiß ist und draussen kalt. Dann hast du die engen Hosen, musst du wieder abziehen, musst die Schuhe wieder an. Das kann ich nicht ausstehen. Wirklich. Aber ich habe gedacht, komm, ich habe jetzt die paar Stunden Zeit. Ich nehme das jetzt. Bin ich hier in St. Jakob gegangen, in ein Shoppingcenter und bin in einen Laden rein. Und in dem Laden war fast niemand, außer 2 Verkäufer und ich. Dann bin ich rein und habe gedacht, ja, ich brauche Kleider. Ich habe oben so eine Puppe gesehen, ich möchte so aussehen wie die Puppen. Oder? Und dann bin ich in die Kabine gegangen. Und dann haben die mir Zeug reingebracht. Mega lieb, sie haben mich mega beraten. Oder? Und so war es okay gewesen. Die haben sich wirklich nur um mich gekümmert. Und ich habe Hosen angezogen. Ich war etwa 1,5 Stunden in diesem Laden gewesen. Und haben wir abprobiert und bin dann mit ein paar 100 Stutz leichter aus dem Laden raus und einen vollen Sack. Oder ich muss Kleider kaufen. Okay. Fix und fertig, gehe ich etwas essen holen. Dort isst noch etwas, hocke auf das Bänkchen. Und dann denke ich, komm, ich bräuchte noch einen Mantel. Dann gehe ich in einen anderen Laden. Probiere den Mantel an, probieren ab, Leute meiner Frau ab, hier Videocall. Hey, wie findest du den Mantel? Ich weiß nicht. Halbe Stunde in diesem Laden mit dem Mantel. Gehe an die Kasse. Nein, ich kaufe ihn doch nicht. Laufe wieder aus und ich sage, das sind verschwendete paar Stunden gewesen. Ich hätte das erledigen hätte diesen Leuten anrufen, ich hätte das machen können. Und dann denke ich, komm, ich gehe nochmal in den Laden von vorne. Vielleicht haben die auch noch Mäntel. Ich gehe in den Laden vorne rein. Und der gleiche Verkäufer ist wieder da drin, nur er und ich. Und dann schaut mich so an, bist du wieder zurück? Ich sage, ja, ich wollte meinen Mantel schauen, haben wir den abprobiert. Und dann irgendwann fragt er mich, hast du heute frei? Hast du heute frei, oder? Und ich sage, nein, ich arbeite heute. Ich bin Pastor. Und dann sagt er so, was, Pastor? Also mit Taufe und so? Und ich sage, ja, heute so, am 9 Uhr habe ich gerade ein Gespräch über Taufe mit diesen Leuten. Und dann so, okay, hey, dann sind wir in ein Gespräch gekommen. Der ganze Laden war leer, nur mit 2. Über Gott und die Welt. Er hat mich gefragt, warum ich Pastor bin. Dann habe ich ihm erzählt, wenn ich irgendwie nicht gewusst habe, was sonst mit dem Leben anfangen und dann Pastor geworden bin. Und dann hat ihn das mega angesprochen. Nein. Aber ich habe ihm erzählt, wie ich als Teenager so meine Sinnkrise hatte und dann dort bei Gott gesucht habe und Antwort gefunden habe. Und er so, okay, krass und so. Und dann haben wir darüber geredet, hey, was ist denn nach dem Tod? Hat er mich das alles gefragt? Und ich habe gemerkt, das ist ein God-Moment.
Dann hat er mich gefragt, ja, er hat schon lange eigentlich mit seiner Frau, er arbeitet jetzt schon seit 10 Jahren hier, eigentlich ein Restaurant aufmachen, aber er weiß es nicht so recht, ob das ist. Und dann hat er mich gefragt, wie ich dann gewusst habe, was der richtige Weg ist. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, ich habe gebetet. Ja, hast du das gehört, was Gott gesagt hat? Ich sagte, nein, das ist nicht. Dann habe ich mal alles erzählen. Und dann sagte ja, was soll ich denn machen? Und dann habe ich gesagt, ja, hast du Gott schon mal gefragt? Kannst du beten? Und das war so ein guter Moment gewesen. Das war so ein gottgeführter Moment gewesen. Und ich laufe dort raus mit meinen, ich habe den Mantel dann nicht gekauft, aber mit meinen Taschen. Und erst im Nachhinein check ich, dass ich ja am Morgen den Text gelesen habe und am Morgen das Gebet gesprochen habe. Und ich bin nicht mit dieser Absicht in den Laden rein und dachte, so, jetzt gehe ich zu jedem Laden und ich tue jeden Verkäufer ansprechen. Hey, kennst du den Sinn vom Leben? Hey, kennst du Gott? Hast du schon mal gebetet? Und ich gehe von Laden zu jedem Verkäufer. Das wäre komisch und das wäre mühsam. Und das geht in die Hose, ich verspreche es dir. Du musst geistgeleitet von Jesus erzählen. Du musst geistgeleitet von Jesus erzählen. Und das ist nicht anstrengend. Es ist nicht einmal anstrengend. Ich habe das einfach gebetet von Herzen. Ich habe gesagt, Gott, ich will dein Werkzeug sein. Und ich möchte dich nicht instrumentalisieren für meine Ziele und für meine Absichten. Gott, ich stelle mir dich zur Verfügung. Der Geist Gottes lebt in mir. Er lebt in dir. Und er möchte jeden Tag aus dir rausspringen und andere Menschen anstecken mit seiner Liebe. Jeden Tag. Und das tut mich so herausfordern, weil ich habe das dort gebetet, aber ich wünsche mir so einen Lifestyle, wo ich ready bin für das, irgendwie. Wo ich mit dieser Haltung durch meinen Alltag durchlaufe. Und nicht so getrieben bin von meinen To-Dos und von meinen Sachen, die ich machen muss. Sondern Gott, da bin ich. Da bin ich. Nicht, das sind meine Pläne, das sind meine Ideen. Gott, da bin ich. Brauch mich für dein Ziel. Und das ist die Frage, die ich dir stellen möchte. Bist du ein Werkzeug von Gott? Hast du dich bewusst ihm zur Verfügung gestellt? Vielleicht hast du es noch nie gemacht und wir werden im Moment zusammen beten. Vielleicht hast du es schon mal gemacht und du merkst, heute ist der Moment, wo du umkehren musst und wieder dein Leben ausrichten auf seine Absichten. Und ich sage, das ist ein Abenteuer, was passiert. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn du das Gebet betest. Ich habe keine Ahnung. Und das ist fantastisch. Es ist ein Abenteuer. Ich glaube, du willst im Nachhinein zurückschauen und denken, oh, Gott hat mich geführt. Und so muss es sein. Und so funktioniert es auch. Und so hören die Leute auch zu. Stell dir vor, jeder von uns würde jetzt in dem Moment das Gebet sprechen. Gott, da bin ich. Brauch mich. Ich stelle mich zur Verfügung für deinen Plan. Die Heilige Geist soll wirken. Stell dir vor, jeder wird das von uns beten. Das wird das kraftvollste Christmas, das wir je hatten. Wir brauchen kein grosses Event. Das Fundament von unserem Glauben steht nicht auf Gottesdienst, sondern auf der Auferstehung von Jesus. Und der gleiche Geist, der ihn lebendig gemacht hat, lebt in dir. Und du brauchst ihn, du hast ihn nötig. Du bist ein mobiler Tempel. Dort, wo du bist, ist Gott morgen. Jetzt, übermorgen. Dort, dich gibt es nicht mehr ohne Gott. Und wenn du betest, Gott, da bin ich, brauche mich, wird er dich überraschen, wird er dich brauchen. Und du kannst nur noch staunen. Lass uns zusammen das Gebet sprechen. Ich muss das auch immer wieder beten. Ich mache es so gern, weil ich weiss, Gott wird mich überraschen. Wenn du jetzt das schaust, hinter deinem Bildschirm, mit der Familie, vielleicht bist du jetzt gerade abgelenkt und du merkst auch beten und so. Nimm einfach, es geht um dein Herz, es geht nicht um die Länge vom Gebet. Gell? Es geht um die Ernsthaftigkeit von deinem Gebet. Dann bet mit. Wenn du es via Podcast schaust, nachschaust, bet jetzt mit. Vielleicht musst du dein Leben Gott zur Verfügung stellen. Wieder neu. Vielleicht bist du heute da und du musst es zum ersten Mal machen. Ich möchte dich einladen, hey, Jesus lebt. Er ist gestorben für uns alle, weil er uns liebt. Und er lebt und sein neues Reich, das Reich von Gott bricht an. Und er ladet dich ein, Teil sein davon. Er ladet dich ein, du darfst dabei sein. Du kannst ein Werkzeug von mir sein. Also, lass uns zusammen beten. Gott, ich danke dir für jede einzelne Person hier in der Halle, aber auch daheim, hinter dem Bildschirm. Für die Leute im Podcast.
Ich danke dir, dass auch diesen Morgen du kannst brauchen und dass die Botschaft, Jesus, in unsere Herzen rutschen. Und Jesus, ich wünsche mir, dass ich ein Werkzeug von dir sein darf. Jesus, es tut mir leid, habe ich dich irgendwie instrumentalisiert für meine Pläne und meine Absichten und für meine Vorstellungen, wie Kirche muss sein. Und für mein Business und für meine Pläne und für meine Visionen. Ich möchte, Jesus, mich neu dir zur Verfügung stellen. Jesus, ich möchte so eine Wegweiser sein in deiner Hand. Brauch du mich. Ich will nicht dich brauchen, ich will, dass du mich brauchst. Und Gott, ich bitte dich, dass du deinen Geist jetzt ausgießt, wie damals bei der Gründung der Kirche. Hier in der Halle, aber auch hinter dem Bildschirm. Gott, ich bitte dich, dass du durchputzt mit deinen Prioritäten und dass du ausrichtest und synchronisierst und dass du uns befähigst, effektive Wegweiser zu sein für dich. Die nicht komisch sind, die nicht weird sind, sondern relevant. Jesus, ich bitte dich, dass du kommst mit deinem Geist wie niemals zuvor. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst in einer Woche, in 2 Wochen, in 3 Wochen, was für eine Kraft in diesem Gebet liegt. Egal, wo wir stehen, egal in welcher Situation wir sind, Jesus, dein Geist ist nicht aufzuhalten durch eine Situation, durch Umstände, sondern dein Geist kommt dann zur Wirkung, wenn wir ehrlich werden für dich und uns hingeben zu dir. Amen.